Ein Sommer lang auf der Hütte in den Schweizer Bergen. In Bergell ist Cabana Sasfuré. Wegen dem Felssturz von Bondo vor 2 Jahren ist die Hütte die letzte Saison zugeblieben. Jetzt ist Heidi Altweger wieder in ihrer zweiten Heimat. Und gleich ist die Vergangenheit noch sehr präsent. Du bist hier oben, bist weiter weg, hörst nichts, siehst nichts, bist im Paradiesli. Aber hier unten ist Desaster, ist Katastrophe. Die Bergseehütte im Urnerland ist seit fast 30 Jahren Toni Fullin sein Reich. Eigentlich wäre der 70-jährige Hüttenwart schon lange pensioniert. Das wäre ihm aber viel zu langweilig. Er findet immer etwas zu machen auf der Hütte. Und da kommst du ja irgendwie an die Grenzen und ein Limit. Während des Berg oben klettern komme ich da manchmal ins Limit an, das ist ganz klar. Eingebettet in die grossen 4000er vom Wallis ist die Weissmieshütte. Da wird die Familie Arnold mit ihren 2 Kindern. Der Roberto, der Hüttenwart, ist auch Bergführer. Darum darf jede Hüttenhilfe einmal pro Saison mit auf eine Tour. Es geht. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Es ist Ende Juni in Bergell. Heidi Altweger ist das erste Mal seit dem Felssturz in Pizzcengelo wieder auf der Sasfuré oben. Es ist alles irgendwie ein bisschen anders. Dass es dort oben aussieht, als könnte man heute Abend schon die ersten Gäste empfangen, ist auch für Heidi eine Überraschung. Super. Die Hütte ist letzte Saison zugeblieben. Der Zustieg vom Val Bondasca ist wegen dem Felssturz gesperrt worden. Ja, das ist eben auch anders. Anders wie sonst. Es ist alles eingestellt. Es ist wie wenn die Heinzelmännchen da gewesen wären. Alles parat. Sogar Früchte haben sie da. Wein, alles parat. Gas ist eingestellt. Aber die Arbeiter sind da. Es ist sonst ganz anders. Ja. Die Arbeiter sind mit der Wasserfassung für Hütten beschäftigt. Bundi. Und brauchen die Hütten als Basislager. Ah, ihr seid am Arbeiten. Siete lavorando. Sì, abbiamo... Sì, di là? Sì, di là. Ah, bene, 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 bene. Ciao, ci conosciamo. Ma sì. Ma sì. Natale? Natale? Ah, che piacere. Ancora una volta qua. Heidi kennt sogar einen von beiden. Natale. Die machen gerade eine Pause und warten auf den Heli zurück ins Tal. Ritornate anche. Marco, Andate stai a giù. Chilo Isser, Capanna. Quando viene l'elicottero per voi? Adesso? Al lavoro è ancora buono il lavoro. È buonissimo. La tenuta. Weil man lange nicht gewusst hat, ob man die Hütte diesen Sommer wieder auftun kann, hat Heidi im Engadin ihre 50%-Stelle als Sozialpädagogin behalten. Das heisst, sie muss heute wieder runter und arbeiten. Der Saisonstart ist erst in 2 Wochen. Es gibt auch viele Leute, die sagen, oh, das finde ich super, ich bewundere dich, wie du das machst. Und gesagt, nein, manchmal ist Bewunderung der fehl am Platz. Manchmal ist es auch fast ein bisschen naiv. Machst du das allein oder so eine Hütte allein. Und so aufwendig auch. Du musst immer Personal haben und viel funktioniert nicht. Du kannst nicht einfach den Hahn aufdrehen. Du musst Gas haben, du musst den Transport alles. Du kannst nicht herfahren. Aber ich glaube, es ist auch das, was es ist. Ich glaube, wir hatten nie einen Gastbetrieb, einen ganz normalen Gastbetrieb im Tal. Das hat mich eigentlich nie so gereizt. Auf der Weissmieshütte im Wallis muss der Roberto gerade ohne seine Familie zu Schlag kommen. Der hat noch Schule, unten im Tal. Wird ihr am Morgen starten? Wie es möglich, wenn ihr heute Abend würdet zahlen? Klar. Ja, Soll ich kommen? super. 25. Oh, merci vielmals. Und dann sehen wir uns am Morgen am 2. Sind wir die Einzigen am 4. weiss bin ich hier, für alles vorzubereiten. Ja.
Morgen sind dann endlich einmal alle zusammen auf der Hütte. Also die Kinder freuen sich und ich auch. Die Frau war ab und zu mal hier, aber die Kinder haben jetzt fast sicher 1,5 Wochen bis fast 2 Wochen sind sie nicht mehr hier. Es ist der letzte Schultag vor der grossen Sommerferien, Zasgrund. Und das nicht nur für Kinder, sondern auch für Carla, die Frau von Roberto. Ich gebe sehr gerne Schule. Ich bin aber auch gerne auf der Hütte. Und ich habe sehr gerne die Schüler. Ich gehe gerne ihnen etwas mitgeben. Oder ja, sieht aus wie Asche. Gut, wir haben es geschafft. Natur und Technik ist somit Geschichte. Und ich wünsche euch alles Gute und einen schönen Vormittag noch. Okay, ade miteinander. Endlich Ferien. Und das sieht bei Familie Arnold so aus. Ab auf die Hütte. Ja, jetzt gehen wir hier. Hallo, gut. Hallo? Diese? Raus. Hallo. Super. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. Also jetzt habe ich eigentlich riesen Freude. Sind wir alle wieder da. Sind die Carla und die Kinder hier oben. Jetzt sollte alles ein bisschen besser klappen. Sie sind nicht immer im Stress hier oben. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem, die Kinder haben Platz und die geht nicht. Läufst du? Ja, dann. Oder kommst du mit der zweiten Fahrt noch? Und als kleines Zückerli darf Carla jetzt noch den Berg hochlaufen. Zum Glück schafft man den Weg in weniger als einer Stunde. Heute ist der zweite Tag, wo wir Brücke fahren können. Habt ihr das mitverkommen? Ja. Und dann hier oben haben alles müssen schäufeln und pickeln. Aber von dem siehst du gar nichts, man ist alles geschmolzen jetzt. Hallo. Gut. Streng gewesen. Ist warm heute. Gut. Es wird noch wärmer. In der Küche. Ja. Kannst du dir schauen? Ja, über 100 Leute, das heisst, heute ist fast voll. So 2-3 Plätzchen zwischendrin hat es noch, aber das heisst schon gerade, es gibt 2 Essen. Das ist immer so ein bisschen unsere Forderung. Also 2 Service. Ferien fangen an, es heisst streng arbeiten. Ist gut? Das ist in der Schule mehr Ferien. Ist in der Schule gemütlicher als hier? Da kann ich immer da sein. Der Bergfrühling ist auch im Urnerland angekommen. Beim Toni Fullin und der Barbara Salzmann. Der Toni ist schon fast sein halbes Leben hier auf der Bergseehütte. Ja, mit 70 könnte man eigentlich, ich weiss nicht, kann man sagen, ein bisschen deutsche Weite machen. Aber für mich ist das eigentlich deutsche Weite. Ich brauche ein bisschen etwas. Wenn du 70 bist, hast du nicht mehr so ein Programm normalerweise, oder? Und mir ist es einfach zu langweilig. Im Prinzip ist es mir gleich, was ich mache. WC putzen oder da. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Super schön. Jetzt machen wir es nicht mehr dreckig. Die Bergseehütte ist schon alt und ziemlich eng. Es ist eine prekäre Situation in Bezug einfach auf die Schlafmöglichkeiten für uns und natürlich auch für die Angestellten. Das sind wirklich fast vorsinnflutliche Zustände, die wir hier haben. Ein Container soll das Problem entschärfen. Und da können wir zwei Betten im Prinzip stellen.
In jedem Räumchen. Also 2 Doppelzimmer machen, 2 oder? Doppelzimmer in dem Sinn, ja. Ich habe jetzt einfach verlangt, dass man da irgendetwas machen für das Personal oder für uns. Es kommt ja nicht darauf an, wer in denen schläft, aber dass man einfach in einem Raum schlafen kann, wo man nicht recht stehen kann. Voll, das wird super. Dann noch schön eingerichtet. Ich glaube, wir gehen dort schlafen. Ja, Jeder ein Zimmer. Und Picobello schön neu. Wow. Ja, das ist genau so. Das wird mega. Also ist sicher da ein Schiner zum Schlafen. Und Ja. geht jeder gerne da durch. Da bin ich sicher, wenn er für sich allein ein richtiges Bett hat. Ui, das sieht ja spannend aus. Ja, da ist gerade etwas gegangen jetzt. He? Das sind jetzt da. Das ist jetzt ein Schnürgerist. Das sind jetzt eigentlich Zuckelmoos. Immer da, wo sich die Drähte kreuzen, da, oder? Das ist Ja. genau Mitte Sockel, der nachher kommt. Also hat man früher immer ein Bügelgespann, sagt man dem. Das hat man früher für jedes Haus Ja. so gemacht. Aber das war schon schwierig, um das Loch zu machen mit diesen Steinen, Aha, oder? ja, siehst du dort. Was für Gesteine aus dort drinnen Ja. sind. Das ist natürlich schon noch... Und der kann drinnen bleiben? Der kann drinnen bleiben, ja. Ja, dann haben wir das mit Beton viel und nachher probieren mit dem super Puma, der kommt, einmal da drauf zu sitzen. Wir schauen, wie das da rauskommt. In Bergell, auf der Sasse Forêt, sollte es heute Abend Pasta geben. Da haben wir gerade das Kilo 500 bekommen. Eide, sag etwas. Haben sie nicht mehr so im Griff mit dem Gefäß. Du. Ist gut. Ja. Die Ines ist hauptsächlich da. Sie ist jetzt, haben sie das Jahr befördert. Sie ist Vize-Hüttewartin. Ich glaube, ich hätte die Saison so ohne die Ines hätte ich nicht so starten. Wir funktionieren, würde ich sagen. Ha? Ja, es geht nicht schlecht. Ja, ich würde sogar sagen, es geht gut. Ha? Wir ergänzen uns, Ja, sagen wir so. ja. Weil, ja. Sie tut mich immer auch ein bisschen erden, die Ines. Gell? Ich bin so ein bisschen die ein bisschen... Das haben wir ja vorhin gesagt. Gell? So, ich sehe überall mit 100 Gedanken überall. Und Schwebst Ines ein ist bisschen. die am Boden. Und ja, Hol bin ich ich dich. froh. Weil das ist, Oben runter. genau. Und mir auch anstrengend ist, oder? Für mich und für die anderen. Ja, bei dir schon, muss man sagen. Aber Nein, aber da habe ich mich schwer gebessert. Ja, es ist wirklich so ein bisschen... Also es ist halt so, wenn du durch die Hütte laufst, oder? Wenn ich da hinten zum Abfall entsorgen oder bringe etwas und dann sehe ich auch Brunnen, auch Blümchen, auch die müssen wieder Wasser geben, auch Kühldruck, da muss ich auch etwas schauen. Und die Liste ist die ergänzt. Also Ja, Zeug, dann- oder? Und das solltest du eben nicht machen. Gell? läuft man da durch und findet einen Honigkübel oder einen Konfetkübel einfach so mitten im Weg, wo man durchläuft. Und Ja. das sind eben die Situationen vom Heidi, weil sie Genau. lässt. Ich habe Eben, wenn sie ich den habe eben Gedanken hat, dann pluff, Ja, fallen eben lassen und dann macht sie das andere. Genau. Nein, aber da bin ich jetzt schwer dran am Üben. Ja. ist der Boiler leer. Also wir erwarten noch 2, die morgen auf der Badile wollen. Und die sind aber unterwegs, wir haben es gesehen. Das ist der Vorteil von dem neuen Weg. Man sieht, wenn die Leute kommen. Und die 2, die jetzt zusätzlich noch gekommen sind, die haben abgeseilt vom Badile. Die haben eigentlich andere Pläne gehabt, aber wegen dem Wetter bleiben sie jetzt noch bei uns. Ja. Flexibilität ist auf der Sasse Forêt auch wichtig. Die Gäste kommen aus der ganzen Welt, um auf der Piz-Badile aufzuklettern. Was bei solchen Gewitterzellen nicht zu empfehlen ist. Heidi bleibt aber ruhig und kocht weiter. Um 6:30 sollte er zur Nacht parat sein. Die meisten Kletterer hier haben viel Erfahrung am Berg. Und heute wechselt das Wetter im Minutentakt. John Clara, wie heißen die? Wie ist euer Name? Jetzt noch mehr.
Wir haben gewartet mit dem Znacht. Sicher? Ja, Ja, aber... wir haben eben auch schnell angerufen, aber es hat niemand abgenommen. Sicher? Wir sind gerade am Nachtessen Könnt schon. ihr gerade zusteigen? Wenn ihr einen umziehen, schnell schon haben. Ja, ist gescheiter. Die zwei jungen Kletterer haben heute das Glück auf ihrer Seite. Geklettert und gekocht wird heute auch im Wallis auf der Weissmieshütte. Einer nimmt gerade Seilüf. Ein Gipfel, oder was? Ja. Das sehe ich nicht von Ja. Ja. Es gibt 2 Service. Die einen müssen schon um 6 Uhr essen und die anderen um 6:45 Uhr. Und wenn die um 6 Uhr noch nicht da sind, ja. Könnte es ein bisschen sportlich werden. Gibt es halt nur eine Suppe für die. Sportlich sind auch die Ladina und der Gian unterwegs. Trotz Full House heute Abend ist der Bergführer Papi am Ausbilden. Runter hast du gar nicht mehr gebraucht. Hast du einen vergessen? Ja, Gut. das ist immer nur mit Jetzt einem. kannst du das gerade über dich drüber tun. Da. Immer haken und Aber nicht loslassen, gell? Nachher kannst du es erst im Can mal einkommen, dann könnt ihr ihn wieder organisieren. Der Can geht, ja, der Can geht weiter nicht. Ah ja, das stimmt. Ja, Gut. weiter. Schon mal sind ihr beide sicher richtig reinhängen. Gut. Jetzt gibst du dem Can das Material, dass er weiterkommt. Also jetzt bin ich schon gerade am Genießen mit den Kindern. Aber ich weiss, dass jetzt gerade streng kommt. Eigentlich sollte ich gerade den anderen helfen, der Küche und vorbereiten. Aber sie haben gerade den Spass daran, den ich gerade ein paar Minuten investieren. Die Kinder haben Sommerferien. Und das Gelände und die Hütte ist ein super Übungsplatz zum Klettern und sicheren Lernen. Ich glaube, Sie sehen schon, wenn viel los ist. Das merken Sie schon. Und Sie können natürlich helfen nachher. Was? Also hoffe ich. Dass du etwas helfen dient. Jetzt musst du immer schauen, die da darfst du nie loslassen. Gell? Ich komme über Ladina. Sonst könnt ihr immer noch oben umlaufen und wieder starten und eine Runde nach dem anderen. Ist gut? Tschüss, viel Spaß. Höchste Zeit. Es trudeln immer noch mehr Leute ein. Es ist wie in einem Bienenhaus. In 20 Minuten sollte die erste Schicht zu Nacht essen. Es fehlen aber immer noch Leute, vor allem eine grosse Gruppe von Italienern. Das kann man alle verstreut, das müssen Italiener sein. Nicht? Ja. 20 Minuten. We are the Italian group. Regini. 26 people. Ja. 26? 26. Instead of 35? I don't know. I didn't do the reserve. Yeah. 35. Yeah. They told you 35. Yeah. Sorry. 6 o'clock is dinner. Ah, okay. That's Almost. Soon. 10 minutes. Do you think everybody's here at 6 o'clock? That's okay. Yeah. Ja. I ran to. Das ist ja lustig. Es sind nur 26 Italiener, statt wie angemeldet 35. Und da sind auch noch nicht alle von denen. Jetzt sind auch die Kinder voll im Einsatz. Die Kinder helfen flott mit, ja. Kann man schon brauchen. Wenn sie Lust haben, können sie helfen. Und wenn sie nicht Lust haben, nicht. Aber gewöhnlich klappt es gut, dass es für uns aufgeht.
Und das ist bei 120 Leuten auf der Hütte schon noch gäbig. Ohne Hüttenhilfe wäre das nicht machbar. Nochmal ein Zahner. Jetzt kommt dann die zweite Serie. Noch ein bisschen mehr. Das war jetzt die Wärme. Nicht gut? Ando. Ich bin aufgewärmt. Bist du aufgewärmt? Ja, die sind Turnhose. Ja. Bist du der Held? Ja, echt. Hat es vorne noch mehr? Auch der zweite Service klappt reibungslos. Und wenn alle Gäste verköstigt sind, gibt es endlich auch die Nacht für die Hüttencrew. Super, seid ihr gesehen. Ja. Sehr gut. John Merci. Ladino ist das. Nein, Hälfte weniger. Ein guter. Ladino hat noch gewonnen. Sehr zufrieden mit allen. Tipptopp geschafft. Ja, die haben euch geschafft, die zwei. He? Wir die? Schon ein bisschen, gell? Dann müssen wir morgen nicht helfen. Was? Habt ihr gewusst? Seid ihr blutmüde, ja? So, tschüss. Bis bald. Ich komme bald. Ich schlafe heute gut. Heute muss Heidi vor Sasforé wieder in Engadin bügeln. Ihre Sommerferien als Sozialpädagogin haben noch nicht angefangen. In dieser Zeit schaut Ines zur Hütte. Das ist Heidi. Das ist Heidi. Jetzt habe ich es aber wieder. Meine Shoppingliste. Ja. Das ist alles Zeug, das ich aufbringen kann. Aus dem Becken schaue ich. Gasflaschen, die bestelle ich gerade, dass die möglichst noch morgen mitnehmen. Weißt du, jetzt morgen ist der Flug, oder? Ja. Das sollen sie dir gerade mitgeben. Ja, das ist aber heute ist niemand dumm. Du, Heidi, darf ich noch stören? Hast du Schere? Ich sollte noch Schopflasten zuschneiden. Oh, die Schere muss eben auch wieder hierher. Das ist irgendwie jetzt allgemeine Aufruhr. Wo ist die Schere? So. Was haben wir immer alles aufgehängt? Alles links eine Schere und rechts eine Schere, damit wir nicht immer suchen müssen. Aber jetzt ist... Sonst nehme ich das Fleischmesser. Siehst du? Ein falscher Nagel. Schere. Ah, danke. Jetzt haben wir zwei. Super. So, jetzt hängen wir die hierher und die anderen wieder dort hin. Genau. Gut. So, können wir weiterfahren. Gut. Gut, da haben wir noch die Lintücher, gell? Ja. 140. So richtig angekommen ist die Heidi noch nicht dort oben. Und dann kannst du das Rote wieder draufnehmen. Und mir fehlt auch eins. Ja. Gut. Ich würde jetzt auch gerne hier bleiben. Oder so, weißt, wirklich auch mit, jetzt so geschwitzt, einräumen und ankommen. Und das ist wieder in die andere Welt. Das finde ich jetzt schon sehr schwierig. Schwierig sind auch die Erinnerungen an den Felssturz am Piz Cengalo und die Murgänge, wo 8 Menschen in den Tod gerissen haben, vor knapp 2 Jahren. Ja, da wird es jetzt nochmal präsent. Der Moment vom 23. August. Das ist der einzige Ort, wo wir Bondo gesehen haben, wo wir gesehen haben, was da unten passiert. Da erinnere ich mich vor allem, es ist am Morgen passiert und dann hat da ist ganz viel gelaufen. Und dann ist, ich glaube 2 Tage später, ist ja nochmal die grosse Flut gekommen. Und dann, weiss ich noch, da bin ich gesessen mit dem Mitarbeiter, dann haben wir runtergeschaut und haben gesehen, wie das kommt.
Jetzt kommen wirklich die Emotionen. Jetzt ist es so. Also es kommt immer, wenn ich einfach auch an die Sorge von der Barbara denke. Das war für sie ganz schrecklich. Salis Hüttenwartin von der Schora-Hütte. Sie hat gewusst, da gehen Wanderer, sind auf dem Weg. Und ja, das ist für sie so schlimm dort. Es ist so so eine komische, eigenartige Situation. Wir waren hier oben. Es war ja Paradies, es war ein Paradies. Und wenn du nicht hier rausgestanden bist, hast du nichts gemerkt vom Bergsturz. Hast nicht gewusst, wenn du nicht im Fernsehen das gesehen hast, bist du hier oben. Du bist weiter weg, hörst nichts, siehst nichts, bist im Paradies. Aber hier unten ist Desaster, ist Katastrophe. Und diese Katastrophe ist bis heute gut zu sehen, in der Umgebung vom kleinen Paradiesli. Die Hüttenwärter von Bergseehütte sind heute in ungewohnter Umgebung unterwegs. Zur Wintertour inspizieren sie den Container, der auf die Hütten geflogen werden sollte. Wo wir viel für Fest und Veranstaltungen brauchen. Eben, Sie brauchen das für alles. Genau. Das wäre das Objekt der Begierde. Was meinst du, unsere Villa? Ja, Der ist 2,43 Meter breit, so wie Sie es auch auf dem Plan haben. Also das stimmt genau. Das stimmt, das ist ganz die genau. Möblierung wichtig, oder? Ja. Ja, die Ästhetik interessiert mich in dem Sinne nicht groß. Also, für mich ist es interessant, dass der eigentlich steht dort oben und tiptop fixiert wird und der erste Winter übersteht. Das ist für mich von Interesse. Oder? Und das ist das zentrale Problem. Das ist gar nicht so einfach. Oder? Da kommen die Gewinne noch von der Armee, Piloten, die in der Ausbildung sind. Und so. Da muss man ja schauen, dass wirklich ein Profi das fliegt. Das bewegt sich wirklich am absoluten Limit. Oder? Am Limit, weil so ein Container schwer und sperrig ist. Und wenn dann noch Winter zukommt, wird es noch heikler. Die wichtigste Frage ist wieder da, was passiert mit diesen Fenstern, wenn man fliegen tut. Wir haben bis jetzt eigentlich nie negative Erfahrungen gemacht. Ich fliege viel im Engadin oben. Ich tue es aber mal abklären, was jetzt das genau für ein Fenster ist in Ihrem Fall und wie das hier jetzt aussieht. Gut, jetzt wegen der Inneneinrichtung, wo ich schon ein bisschen vorsondiert habe, was man machen könnte. Wir haben hier Pläne daheim gemacht, wie man es stellen könnte, was optimal wäre. Ja, das sieht gut aus. Und da hast du ein bisschen mehr Freiheit als bei dieser Variante, die ich hier noch aufgezeichnet habe. Ja. Also ich denke, es müsste das sein. Im Gegensatz zum Toni ist für mich das Ästhetische sehr wichtig. Es muss klare Linien drin haben, es muss kein Shishi drin haben. Es soll bequem auch sein, wenn man reinkommt. Also lieber weniger Möbel, aber dafür schön und gemütlich. Also ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, das gefällt dann am Toni auch. Ja, mir ist wichtig, dass der Winter überlebt und steht wieder im Frühling. Und nachher dann nicht über den Sommer auch noch Freude haben. Das ist ja so. Jetzt muss der Koloss nur noch auf die Hütten rauf. Und das gibt eine rechte Übung. Ja, Frau Salzmann, Herr Fuhlin, dann danke vielmals. Und dann freut es mich, dass ich Ihnen den Schlüssel übergeben darf. Ja, danke vielmals. Ich gebe ihn gerade weiter am Chef. Am Hüttenwart. Gut. Merci. Super, danke vielmals. Danke. Es ist Ende Juni, am Morgen früh im Wallis. Der Roberto von Wiesmieshütte ist neben dem Hüttenwart auch Bergführer. Nicht zuletzt darum dürfen alle Hüttenhilfen einmal in der Saison mit auf eine Tour. Heute ist die Ando dran. Jetzt hier kommt ein bisschen Grischel, gell? Was kommt? Grischel. Grill? Ja, genau. Die zwei wollen auf Ziekihorn. Das ist der Kletterberg vor Wiesmieshütte. Aber einfach raufklettern wäre Roberto ein bisschen zu fad. Nur eine kleine Schlüsselstelle. Da ist so ein Bohrhaken mit zwei so Meterschrauben drauf. Wenn du die brauchst, oder wenn du da drauf stehst,
Machst du am nächsten Samstag zuerst Frühstück. Abgemacht. Abgemacht. Gut. Ist gut. Also das Morgen machen ist aber in dieser Hütte schon nicht so ein Spass, wenn man die erste Schicht hat. Darum gebe ich mir da schon ein bisschen Mühe, dass ich nicht auf die blöden Schrauben stehe. Das ist unter den Kletterern ein ungeschriebenes Gesetz. Man braucht für Rauf nur den Felsen und keine Schrauben und Höcken zum draufstehen. Super. So geht das die ganze Route, einfach nur genießen. Es geht. Jetzt sind wir da, noch gerade eine Seillänge, nochmal so ähnlich wie das hier. Und da ist da so eine kleine Schlüsselstelle, aber ich glaube auch so, wenn ich die klettere. Meinst du, muss ich das morgen nicht machen? Ja, wir müssen einen anderen Deal finden. Hier ist ein bisschen gewackelig, ein paar Steine. Da ist jetzt der berüchtigte. Ja, nicht, dass es schlimm ist, aber er ist verlockend. Ich glaube, nehmen wir nicht einmal weg. Das ist die Schraube, wo man eben nicht draufstehen sollte. Ja, ich glaube, das sieht gut aus, Jetzt ne? kommt die Stunde der Wahrheit. Vielleicht kann ich mal einschlafen, das ist nicht schlecht. He? Hast du noch gepriert? Schade. Ich stehe sicher nicht um 2 Uhr. Ich finde das schon etwas. Gehen wir in dem Fall wieder mal auf eine Tour? Ja, ich habe schon das Projekt. Die Ando ist souverän durchgekommen, ohne zu beschissen. In gut 2 Stunden klettern die beiden auf 3200 rauf. Super. So. Gratuliere. Gut gemacht. Merci. Sehr gut. Danke fürs Mitnehmen. Ja, super. Hergemacht. Sehr, sehr schön. Ja, unbedingt zu weit uns da. Aber da. Vielleicht sind sie gerade am Frauen-WC putzen. Da siehst du gerade genau im Rücken. Ja. Ja, das Ziel ist erreicht. Es ist die Energie zum Arbeiten. Aber eben, ich stehe jetzt irgendwie nicht am nächsten Samstag am Morgen früh. Wir müssen doch selber gehen. Nein, das ist super. Alle motiviert, alle bei jedes Mal gerne hier. Super Aussicht. Ich sehe fast bis Kilimanjaro. Ja, voll dorthin ist er doch. Klar. Ja. Ist dort nicht jemand gerade am Auflaufen? Auch auf der Bergseehütte geht es ein bisschen ums Klettern. Einfach nicht heute. Ein Work-and-Climb-Lager ist da oben diese Woche. Handschuhe habt ihr alle dabei. Das Zeug ist ein bisschen dreckig, jetzt wo es so intensiv geregnet hat gestern. Die jungen Leute aus Deutschland, Holland und der Schweiz helfen dem Toni das Fundament machen, wo dann der Container draufkommt. Und auch noch ein richtiges Aussichtsbänkchen. Wasser.
Ja, wir sind sehr zufrieden. Ich meine, wenn du jetzt die Umstände anschaust, das Wetter und so, alle sind willig und wollen etwas machen. Es ist für sie nicht gut, wenn sie nichts machen können. Die wollen wirklich dran sein. Und, aber es ist einfach ein bisschen schwierig, alles zu organisieren. Man muss immer pressieren, dann kommt sie regnen, abdecken. Und es ist ein bisschen mühsam. Aber es ist super, mit ihnen zu arbeiten. Mithelfen tut auch Toni sein Sohn, der Mario, auch ein Bergführer. Und dem Toni sein Enkeli, die Annika. Da. Also tun wir her. Dass sein Vater mit 70 immer noch nichts von der Pension wissen will, hat er akzeptieren müssen. Ich habe eigentlich gesagt, ich komme nicht mehr, aber irgendwie kann ich ja dann nicht hängen, oder? Hat ja auch noch anderes zu tun. Grundsätzlich, aber es ist ja schön, etwas da mit den Jungen zu knusten mit Willen. Oh, pass auf. So. Er ist ja zufrieden dabei. Du musst ja gar nicht ändern, oder? Wir haben ja schon probiert, auf einen anderen Pfad zu bringen, aber es gelingt uns einfach nicht, oder? Er muss arbeiten. Und sonst ist er, glaube ich, nur ein halber Mensch. Ich weiß nicht, ob das noch die ältere Generation ist, die das in sich hat, oder? Ich weiß es aber noch nicht. Das Wetter macht heute, was es will. Ein bisschen wie der Toni. Dafür bleibt Zeit zum Jassen mit den Enkeln. Sehr gut. Und seinem Sohn. Das ist ja nicht gut, der Mann. Nein. Wie viel habt ihr da gemacht? So viel! 21. Ist nicht gerade viel, hä? Zwangspäuse, wir sind eigentlich so Arbeitstier. Wie sagt man dieser Krankheit, wenn man... Workaholic. Workaholic sind wir eigentlich, aber jetzt zwingt uns einfach die Natur da, ein bisschen Pause zu machen und das ist eigentlich sehr gut. Der da oben meint, es geht mit uns und hat uns jetzt eine Pause geschenkt. Ein bisschen sitzen, ein bisschen Kaffee trinken und gewinnen beim Jassen, das ist natürlich super. Also, genau. Umne, jetzt. Jawohl. Ah. Hat er mir das Päckchen? Oh. Für heute ist fertig gekrampft. Also wenigstens für die Kinder vom Lager. Der Toni findet noch etwas zu machen. Tut es uns, bleib da, hä? Du kannst jetzt auch hier schlafen heute. Dein Bett benutzen andere. Irgendwie ist das noch eine Herausforderung. Wenn ich nicht mehr so schwierig klettern wie früher, ist jetzt das noch eine Herausforderung, mich ein bisschen zu plagen und ein bisschen zu arbeiten, eben wie ein Junge. Das ist ja eine Herausforderung. Und da kommst du ja irgendwie an die Grenzen und ein Limit. Während des Berg beim Klettern komme ich da auch manchmal ins Limit an, das ist ganz klar. Also, wie Frau sagt noch manchmal, die spinnst, glaube ich. Das ist so. Aber sie meint es nicht im bösen Sinn. Aber ein Stück weit hat sie ja recht. Irgendwie muss man natürlich auch nicht hören. Aber ich habe immer gesagt, aus kommerziellen Gründen mache ich das nicht mehr da oben. Muss ich das nicht mehr machen. Ich mache das einfach, warum es mir gleich noch halt Spass macht, trotz da oben. In Bergell muss Heidi jetzt zurück in die Zivilisation arbeiten. Es ist das erste Mal, wo sie den neuen Weg ins Tal abnimmt. Der Alte ist wegen dem Felssturz kaputt und gesperrt. Ja, ist rutschig und verrückt. Und der geht anstatt runter das erste Mal ziemlich rauf. Ein rechter Umweg. Jetzt kommt Neuland. Neuer Wegweiser. Jetzt geht es durchab. Und sehr gut markiert sehe ich.
Salve. Buongiorno. Siete qua perché hanno appena aperto? Siamo aperto, sì. Sì, com'era il sentiero fino adesso? Il sentiero è Scivoloso? Es sind seltene Tagesgäste, die auf die Hütte wollen. Sie finden, der neue Weg sei gut. Ein bisschen nass, aber sicher. Eine Hand brauchen wir schon, um sich an der Kette zu heben. Aber zum Glück habe ich wieder einen Weg. Adesso si è arrivati ormai, qui lo conosciamo, che noi Conosciute, ja? abbiamo fatto il Trubinasca. Almeno abbiamo un sentiero, altrimenti sì, se no eravate tagliati fuori, chiuso. sì. Andate per la giornata e ritornate? No, andiamo in giornata, sì. Sì? Solo in giornata. Siamo molto felici però di essere riusciti a tornare qua, perché bene. 2 anni che era bloccato. Sì, anche noi. Allora, buona domenica, buona continuazione. Grazie. Prego. Ciao, buongiorno. Anspruchsvoll, aber spannend, schön, abwechslungsreich. Ja, schön vielleicht. Abwechslungsreich. Was früher etwa 3 Stunden gegangen ist, dauert jetzt rund 5. Boah, ich bin müde. Er ist sehr lang und sehr anspruchsvoll. Also es hat ganz sicher Konsequenzen auf unsere Gäste, die kommen auf unser Arbeiten auf die Hütte. Ja, es werden sicher bedeutend weniger Leute kommen. Also merke ich jetzt also. Ja. Und ich werde auch mal so mein Bewartungssystem, also für das Jahr läuft es ja, aber wenn das weiterhin so ist, dann muss ich da wirklich auch mal überdenken, wie wir das machen. Weil ich jetzt auch Personal ist sonst auch immer auf und ab gelaufen und ja, das ist jetzt alles so. Es ist wie eine alpine Wandertour, die man dann macht an diesem Tag. Und nicht einfach schnell, jetzt gehen wir schnell in die Hütte und einen Hüttenbesuch machen. Und die Befürchtungen von Heidi bewahrheiten sich. Es ist ruhig geworden auf der Hütte. Also es hat sich schon geändert, ja. Es kommen schon viel weniger Tagesgäste. Im Wallis gilt es ernst. Der Roberto muss an einen Rettungseinsatz. Ja, man weiss halt nie so recht, was es ist. Und man merkt an ihm, wäre lieber, wenn es nicht mehr sein müsste. Und ist man froh, wenn er zurück ist. Und im Urnerland ist nach dem Worken Climber angesagt. Und Toni seine Passion. Du musst immer Projekte haben, wenn du älter wirst, sonst ist es nicht mehr gut. Natürlich ist das Limit immer tiefer, jedes Jahr ein bisschen tiefer, aber das spielt keine Rolle.